Ich sagte, wissen Sie die Szene, wo eben Maria Jesus die Füße salbt? Ja, und dort hat er Nard. Ich sagte, ja, Nardöl hat er gebraucht. Üsi, aber dann war der also Bödele gsi. Ja, ich freue mich mega, dass ich heute über so den Text predigen darf. Und es nimmt mich ja Wunder, es wäre spannend, wenn jedes von euch könnte sagen, welchen Aspekt aus dem vielen, was Heidi schon angetönt hat, wo man rausnehmen würde. Ich kann es euch sagen, als ich den Text angefangen habe, bearbeiten, schwanger gegangen bin, ist mir so in den Sinn gekommen, ich mag mich erinnern. Wir hatten im Gebärsaal so eine Ärztin gehabt. Wenn die kam auf Visite, nachher dann ist die zum Gang reingekommen durch den Gebärsaal und ich habe gefühlt Tage später noch Kopfweh von diesem Parfüm. Das war so streng. Und ich habe mich so aufgeregt, dass jemand so unsensibel sein kann bei schwangeren, gebärenden und neugeborenen Babys, so ein abartig schweres Parfüm zu tragen. Aber wir hatten auch letzte Woche sehr netten Besuch gehabt, wirklich netten Besuch. Und ich habe gefühlt, auch tagelang später, so ganz fein im Gang nach so einer Duftnote geschmeckt. Oder mögt ihr euch erinnern, vielleicht die mal richtig verliebt waren? Ach, wenn man tagelang später nach so einem Hang von dem Duft geschmeckt hat, da entfaltet sich ja alles vor einem. Düfte sind etwas unglaublich Spannendes. Ich liebe Düfte. Und mit Düften kann man selbstverständlich auch arbeiten, zum Beispiel gerade eben in der Geburtshilfe. Düfte berühren Körper, Seele und Geist. Und man sagt dem, der Mensch hat ein olfaktorisches Gedächtnis. Jetzt schaut ihr mich vielleicht lange an und denkt, was sollen wir haben? Ein olfaktorisches Gedächtnis ist das Duftgedächtnis. Und ich bin sicher, jeder von euch kennt das. Da denkt man an gar nichts, also wirklich nichts Besonderes. Man steigt im Bus ein, dann hockt jemand neben einem, ein Schmöck, und ich denke, mein Grossi hockt da. Das ist die gleiche Rheumacreme. Und alle Szenen von dieser Zeit, ich war da vielleicht 4, 5 gewesen, sind wieder da. Zudem ist unser olfaktorische Gedächtnis in der Lage. Das speichert extrem gut. Mit sämtlichen Emotionen. Es gibt Leute, die gekommen sind bei uns in Gebärsaal und gesagt haben, Lavendel, hören Sie mir auf mit dem. Das sind nur ganz schlimme Erinnerungen damit verbunden. Also man kann auch ganz Schwieriges auslösen mit Düft. Es ist nicht nur lieblich schön. Und heute haben wir ja eben die Begebenheit im Leben von Jesus, wo einen angenehmen, lieblichen Duft sich ereignet hat. Und wir haben es gesehen, du könntest sonst bitte den Text einblenden. Ich habe euch keine Bilder mitgenommen. Die wollen, die müssen einfach sich das selber vorstellen. Wenn man das da so liest, dann liest man von einem Gastmahl. Und zu dieser Zeit sind die Leute am Tisch gelegen. Und es war nicht einfach ein dürftiges Mahl, sondern ein Festmahl. Ich stelle mir vor, dass es in diesem Haus schon gut geschmeckt hat vom feinen Essen. Sie haben sich gefreut. Es war etwas Wunderschönes. Vielleicht probiert euch auch mal zurückzuerinnern, wenn es so fein schmeckt, wenn man denkt, oh, an diesen Tisch will ich jetzt auch gerne sitzen und essen, ich will die Gemeinschaft haben. Und wenn man dann mit so gutem Essen und netter Gemeinschaft, ehrlich gesagt, es gibt ja fast nichts Schöneres. Wunderbar. Es ist 6 Tage vor dem grossen Passafest. Und der Johannes, unser Mann, der das alles aufgeschrieben hat, erwähnt, dass Jesus auf Bethanien gekommen ist, wo der Lazarus wohnt. Ja, also, dass man das erwähnen muss, ist jetzt ja wirklich ein bisschen speziell. Aber er sagt ja auch noch, warum.
Es wäre alles nicht so ungewöhnlich, wenn der Lazarus nicht ganze 4 Tage war der tot gewesen. Und auch dort kommt der Duft vor. Was heisst es im Wort? Was hat er, wo er 4 Tage war? Hey, das muss, also die einen von euch kennen es vielleicht mehr vom Strassenrand, wenn irgend so ein Tier dort liegt. Hey, also, boah. Also ich merke, die Düfte gerade, boah. Schmeckt ihr, wie das muss gestunken haben? Hey, das muss abartig grusig sein. Und der war so grusig. Die Juden haben geglaubt, 3 Tage sei der Geist noch dort und dann könnte er eventuell vielleicht noch lebendig werden. Aber also am 4. Tag, als er so gestunken hat, unmöglich, dass der wieder lebendig wird. Und Jesus hat das Wunder getan. Er ist lebendig geworden. Das letzte messianische Jona-Wunder, sagt man denen, wo der Pharisäer wirklich eindeutig gezeigt hat, wer er ist. Jesus ist eindeutig, hochgradig sichtbar für alle, der lang ersehnte Messias, der Erlöser. Aber das haben die Pharisäer natürlich auf keinen Fall anerkennen. Und wir haben es ja gelesen, vernichten. Vernichten haben sie Jesus wollen. Jesus, stelle ich mir vor, unsere Teenies würden vielleicht sagen, der war also recht chillt. Hey, easy. Der geht an das Festmahl. Freut sich auf die Gemeinschaft und will essen mit diesen Leuten. Obwohl die ganze stinkige Szene hindurch, die geht voll ab. Martha arbeitet an dem Festessen und bedient. Der Lazarus und Martha, die haben ja noch so eine berühmte Schwester, die Maria. Und das ist doch schon, mögt ihr euch erinnern, das ist die sich erdreistet hat, einfach abzusitzen. Nicht zu arbeiten, nicht zu bedienen, nicht zu kochen, nicht abzuwaschen. Und einfach bei Jesus vor die Füße zu sitzen. Allein die Geschwister haben. Immer mein Bruder, wenn man abwaschen hat er aufs WC müssen. Stundenlang. So etwas Mühsames. Das kennen vielleicht wir. Aber was da in dieser Szene vor Maria, das lesen wir im Lukas 10,42, die hat sich erlaubt, als Frau zu Füßen vom Rabbi zu sitzen. Unerhört. Unerhört. Viel schlimmer, wenn dass sie nicht in die Küche ist waschen. Und die Maria, also heute finde ich, könnte man ja fast sagen, treibt sie es auf die Spitze. Was die sich erlaubt. Ich behaupte, in diesem Text sieht man, eben, dass Jesus Liebe, durch hingebungsvolle Liebe, das ehrt ihn. Jesus wird geehrt, wenn wir mit allem, was wir haben und sind, lieben. Und das darf fein schmecken. Die gute Frau hat die Freiheit, einen halben Liter echtes, kostbares Nardöl Jesus über die Füße zu leeren. Und nicht nur einfach Gluck, sondern sie salbt seine Füße. Nicht den Kopf, wie wir es vielleicht sonst aus dem Wort gewöhnt sind. Im Psalm 23,5 heisst es ja, dass Gott uns das Haupt salbt. Nein, die grusigen Füße. Also ich weiss nicht, wie eure Füße heute Morgen sind. Haben hoffentlich alle geduscht. Aber also, da nützt es manchmal nichts. Du hast geduscht und bist nervös, dann schmecken die Füße 5 Minuten später wieder. Aber die Füße zu dieser Zeit, die sind staubig gewesen, die sind dreckig gewesen. Wir können es uns gar nicht vorstellen. So dreckige Füße kommen wir gar nicht mehr über heute. Wenn man unterwegs war, vom einen Haus ins andere, man hat wirklich richtig sichtbar dreckige Füße gehabt. Und hoffnungsvoll hat ihm jemand die Füße gewaschen gehabt, das wissen wir nicht. Aber sie macht es. Sie salbt die Füße, die dreckig sind, mit Öl. Und später wird Jesus sich einen Schurz umbinden und die dreckigen Füße von seinen Jüngern waschen. Der König von allen Königen. Unvorstellbar. Und sie nimmt es wie vorweg.
Aber nicht nur das, dass sie die Füße salbt, sondern sie trocknet die Füße noch mit ihrem offenen Haar. Ich dachte, jetzt habe ich es ja. Stellt euch mal vor, wie das muss gewesen sein. Das macht man doch nicht. Also, hallo? Geht's? Stellt euch die Szene vor. Stellt sie euch vor. Und nicht nur, dass es erotisch anrüchig könnte sein, wenn man da die Haare so auftut. Ja, Öl, feines Nardöl, wird im Hohelied eben als sehr liebliches Öl erwähnt. Und ihr denkt, ja, also ich kann nicht nur von Düften reden. Ich muss selbstverständlich auch noch Düfte mitnehmen. Wir hatten gestern Babysong-Weiterbildung in Bern. Und ich dachte, wenn ich bei uns in die Apotheke gehe oder in die Drogerie, dann sagen die, was wollen Sie für ein Öl? Nardöl. Das haben wir nicht. Aber es gibt in Bern einen Laden, wo eben auch die Hebammen gehen Öl posten. Und dort bin ich rein, habe dieser netten Dame gesagt, das ist ein riesen, also alle Öl, die es irgendwie gibt. Dieser Dame gesagt, grüß euch, ich hätte gerne ein Nardöl. Ja, haben wir, kommen Sie nur. Dann hat sie es rausgesucht unter diesen 100 gefüllten blauen Fläschchen. Ich habe gesagt, schauen Sie da, wollen Sie es schmecken? Ich habe gesagt, nein, ich brauche es. Also, sind Sie sicher? Ich habe gesagt, warum? Wenn Sie es nicht schmecken? Und ich habe gesagt, mal, ich will es schon schmecken. Aber kaufen wollte ich es sowieso. Ja, sind Sie sicher, vor dem Schmecken? Das hat einen speziellen Duft. Ich habe gesagt, ja, das weiss ich schon. Das ist also sehr speziell. Aber wisst ihr, ich brauche das drum für meine Predigt. Für die Predigt? Interessant. Ich habe gesagt, wissen Sie die Szene, wo eben Maria Jesus die Füße salbt? Ja, und dort hat er Nard. Ich habe gesagt, ja, Nardöl hat er gebraucht. Üsi, aber dann war der also Bödele. Ja, hat sie gestern gesagt. So, jetzt müssen wir schauen. Darf ich dich schnell bitten? Also sie hat gesagt, nicht allzu viel. Und ich habe sie auch gefragt, bei Düften muss man also auch aufpassen, etwa, sagen wir so, für einen grossen Raum so 5 bis 10 Tröpfchen. Ich habe gesagt, ja, hat es noch irgendwie medizinische Konsequenzen? Wisst Sie, wir haben da ganz viele verschiedene Leute, die zur Predigt kommen. Nein, damit Sie keine Angst haben. Ist Blutdruck senkend, kann nichts passieren. Und es ist so, Narde wird bis heute in der Medizin gebraucht als ausgleichendes, bödelendes, eben, wie sie es gesagt hat, Öl, wo gut hilft. Jetzt stellt euch vor, wie fein dass die Füße geschmeckt haben, überall im Haus. Nach indischem Baldrian ist das eigentlich. Narde ist ein Baldrian-Gewächs oder Baldrian ähnlich, wo eben erdend, entspannend und als heilend beschrieben wird. Und wenn ich mir die Szene so weiter vorstelle, denke ich, stellt euch mal vor, die Maria, tagelang ist die mit ihrem duftenden Haar durch die Gegend gelaufen. Ach, wunderbar. Angenehm ist doch das gewesen. Und dann gibt es einen Bruch in dieser Geschichte. Ein kompletter Bruch. Ich hole euch jetzt den Duft. Dass ihr es gut seht. Soll ich ein bisschen auftun, dass es gut stinkt? So. Boah. Die haben gestern nachgekocht, die Jungschi. Also ich hoffe, das Essen war gut, oder? Aber jetzt aus dem Köder. Beklemmend, finde ich. Stinkend, schwer, grusig. Aber Kadaver finde ich persönlich noch fast schlimmer.
So die toten Mäuse, die irgendwo rumliegen. Ah, ja, ich sehe. Schmeckt ihr's? Grusig. Bah. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wieso erzählt ihr uns von so etwas grusig Stinkendem? Mir ist einfach plötzlich aufgegangen, ich glaube, um den Judas muss es etwa so geschmeckt haben. Der hat ganz einen anderen Duft verströmt. Er macht auf empört. Was? So viel Geld? Geht's eigentlich noch? Ja, spinnst dir? So stelle ich mir jemanden vor, hat er da. Sagt, hallo? So viel Geld? Hey, und er tut es so geschäftstüchtig. Anscheinend weiss der Typ, wie viel das wert ist. Hey, ich glaube nämlich, Maria muss eine sehr reiche Frau gewesen sein. Also, hey, die hat einfach ein halbes Pfund oder eben einen halben Liter Salböl, Pfund? Ja, hat sie bei sich gehabt. 300 Denar war das ganze wert gewesen. Wir wissen etwa, dass ein Tageslohn von einem Arbeiter 1 Denar bedeutet hat. Also eigentlich fast ein Jahr hat man arbeiten, damit man das hat haben konnte. So viel Geld hat sie für ein Luxusprodukt ausgegeben. Also das hätte man doch den Armen geben können. Hallo? Also das würden wir auch sagen als Heilsmeer, oder? Da mit dem Tand und Firlefanz, da muss man etwas machen mit dem Zeug. Es tönt so korrekt und logisch. Ich hoffe nicht, dass wir das als Heilsmeer sagen. Es tönt so korrekt, logisch und schmeckt, finde ich eben, es schmeckt so falsch. Es war falsch gewesen, weil es ist lieblos und hinterhältig war. Das war das Problem. 300 Denar für die Armen ist kein Problem. Und der Johannes erklärt im Text ja auch gerade selber, warum. Kannst du noch weiter? Das sagte er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Hey, ist so fies. Das war der Jünger von Jesus. Ein Freund von Jesus. Er hat ihm vertraut. Und er klaut frech, hinterhältig aus dieser Kasse. Hey, das stinkt. Das stinkt. Und wir haben einen Vorsprung. Wir, die wissen, wie das Wort Gottes weitergeht, ihr könnt auch weiter blättern in eurer Bibel, wir wissen ja dann, wie es zu Ende gegangen ist. Aber davor hat er das Alibi der Armen so vorgeschoben. Er hat sein Ego, sein Geld in der Sicht und kein Herz für sie. Aber Jesus greift ein. Er klärt auf und er trennt die Düfte. Die haben nichts miteinander zu tun. Lass sie. Lass sie. Dies hat sie für den Tag meines Begräbnisses aufbewahrt. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch, mich aber habt ihr nicht alle Zeit. Prophetisch hat sie gehandelt. Sie ist die Einzige gewesen, die verstanden hat, was eigentlich abgeht. Maria hat ihren Liebesdienst als prophetisches Zeichen gegeben, ohne dass ich mir vorstelle, dass sie vielleicht alles verstanden hat. Aber sie hat ihr Herz führen lassen, vor Liebe zu ihrem Herrn. Und ihr Herz war voll davon, alles zu geben. Ihre ganze Hingabe und Liebe hat Jesus gehört. Das hat fein geschmeckt. Das ganze Haus hat danach geduftet. Der Judas macht das pure Gegenteil. Und Jesus stellt klar, Arme, die ihr euch darum kümmern könnt, hat es immer. Mich habt ihr aber nicht lange. Die Jünger haben wahrscheinlich Bahnhof verstanden.
Und wir wissen, dem Judas sein Leben hat tragisch geendet mit Suizid. Aber die Duftmarke von seinem Leben, die war schon viel früher gesetzt gewesen. Das ist nicht einfach aus hellheiterem Himmel gekommen. Er hat falsche Prioritäten gewählt. Er hat auf den falschen Duft gesetzt, aufs Geld. Das ist ihm zum Verhängnis geworden. Geld ist ihm wichtiger gewesen als Beziehung zu seinem Freund und Mentor Jesus. Und eben, an diesem Abend hat anscheinend wirklich nur Maria den Durchblick gehabt. Der Heilige Geist hat sie geführt. In dieser kostbaren Runde mit all diesen Freunden von Jesus ist Maria die Einzige, die mit dem Herz von Jesus übereinstimmt. So wird sie zur Figur, die uns zeigt, wie wir es als seine Jünger sollen tun. Jesus von ganzem Herzen, mit ganzem Verstand und all unserer Kraft praktisch lieben. Ihr kennt das alttestamentarische Gesetz, wo aufgenommen wird in allen Evangelien, zum Beispiel in Matthäus 22. Konkret heisst doch das, mit all unserem Sein, mit all unserem Tun, Jesus zu ehren, Gemeinschaft zu haben mit ihm, mit unseren Glaubensgeschwistern, erfüllt sein von seiner Liebe und so ein Wohlgeruch sein für die Welt. Das lesen wir im 2. Korintherbrief 2, Vers 15. Und übrigens, die Rechnung, die der Judas angestellt hat, die war sowieso komplett falsch gewesen. Weil stellt euch mal vor, wenn alle Jünger, die je gelebt haben auf dieser Erde von Jesus, sich mit 300 Denar in dem Sinn einbringen, hey, das ist um ein x-faches potenziert worden. So viel Geld. Es hat sich gelohnt. Es hat sich gelohnt, Jesus zu salben, parat zu machen für den Tod am Kreuz. Wir haben es gesungen in diesen Liedern. Darum später, dann im weiteren Verlauf im 12. Kapitel, kommt das Bild von dem Weizenkorn. Es muss sterben, damit es Frucht bringen kann. Jetzt ist die Frage, die ich an dich, an mich habe. Studiert, spürt, fühlt einmal nach. Vielleicht tun ihr am besten die Augen zu. Schnaufen ein bisschen durch die Nase. Und denkt oder spürt einmal, was für ein Duft weht so durch eures Leben. Welche Schwaden spürt ihr da? Angenehm, wohlschmeckend. Manchmal gibt es auch Sachen, die beissig, schwer und grusig sind. Spürt ihr, wo es zum Guten schmeckt, wo es vielleicht auch schwierige Düfte dabei hat? Ich müsst es nicht zu weit versorgen, behaltet es noch, wir brauchen es nachher noch. Der Elia, unser Bub, ist die Woche vor der Schule heimgekommen und hat gesagt, boah, schau mal, Mutti, schmeck mal an mir, wenn ich stinke. Und dann dachte ich, was, nein, es wird, nein, schmeck mal an meinem T-Shirt. Boah, was? Sind ihr mit der Schule auf dem Bauernhof gewesen, im Stall? Nein, wir haben draussen gespielt, da unten auf der Gurtnermatte, oder ich weiss auch nicht, ich glaube auf dem Schulhausplatz. Daneben haben sie gemistet oder gegüllert. Hey, das ganze T-Shirt, der ganze Bub, sogar ein bisschen an seinen Haaren, hat es nach Gülle geschmeckt. Also nichts gegen Bauern, Kühe oder guten Dünger. He? Gar nichts. Das braucht es unbedingt. Aber mich hat es fasziniert. Stellt euch vor, die Kinder die spielen neben dem gegüllerten Fell und es bleibt wie hängen. So eine Duftmarke bleibt wie hängen. Die kennen wir doch. Und so ist die Frage, glaube ich, wo bleibt, hey, Achtung, so schnell können Düfte an uns hängen bleiben. Passen wir auf, mit welchen Düften wir uns also umgeben. Ist es Geld, Macht,
Unversöhnlichkeit, Bitterkeit, andere Sachen. Oder wie eben die Früchte vom Geist sind, Sanftmut, Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft. Die Düfte, die bleiben da uns hängen. Und jeder, der nicht gerade irgendwie ganz komplett eine verstopfte Nase hat oder irgendwie sonst ein Problem, der schmeckt das. Und wenn man so eine feine Nase hat wie ich oder wie der Elia, dann schmeckt man es sofort auf 10 Kilometer gegen den Wind. Man kann es nicht verstecken. Mir ist so neu bewusst worden, hey, wir müssen uns unbedingt als Christen immer und immer und immer wieder dem guten Duft von Jesus aussetzen. Wir dürfen ihm bitten, dass seine Verheißung, dass wir dürfen ausströmen, was er uns schenkt, dass er die wahr macht in unserem Leben. Das ist das, was ich mitnehmen aus dem Text. Und wenn wir da den Text noch fertig lesen, es erfuhr nun eine große Menge der Juden, dass er dort war, und sie kamen nicht allein um Jesu willen, sondern auch um Lazarus zu sehen, den er aus den Toten auferweckt hatte. Das ist auch noch so etwas, was vielleicht auch mit dem Duft dazu passt. Die Leute sind schauen, nicht wegen Jesus, sondern wegen Lazarus, wegen der Sensation. Und auch dort, wenn wir uns so mit dem Duft von anderen wichtigen Leuten umgeben, das ist nicht das, was Jesus möchte. Und der letzte Vers, der zweitletzte, da beschlossen die obersten Priester auch Lazarus zu töten, denn seinetwegen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Der Duft von Jesus, der hat doch weitergeschmeckt. Und Menschen haben erkannt, dass er, der Messias, der einzig wahre Retter und Heiland ist. Und so bitte ich uns und bitte Gott um Gnade, dass wir ein feiner Duft sein für andere, dass wir uns ihm aussetzen und dass unser Leben prägt ist von dieser hingebungsvollen Liebe, die überfließt und fein schmeckt. Das ehrt ihn. Amen.